Jetzt kommen die lustigen Motions. Oh Gott, ich hab gedacht, das war jetzt schon lustig. Ne, jetzt kommen die Moves, jetzt siehst du links unten. Die Tension. Das Meter. Tension ist das Meter hier. Und diese Moves verbrauchen 50 davon. Das siehst du, er sagt sogar im Text. Brauchst mindestens 50% Genau. davon. When the tension gauge in the lower corners of the screen are above 50%, you can perform overdrive attacks with a specific series of inputs. Input the directional buttons in the following order. Ach du Scheiße, das ist... Zack, okay. Ja. Also Halbkreis nach links und dann nach rechts. Genau. As though going forwards to the back and then directly forwards, one more input, bla bla bla. Okay, das war jetzt ein Heavy Slash, okay? Ja. Siehst du, klappt sogar auf dem ersten schon direkt. Ach, Alter, die Animation. Die ist saugeil, Mann. Die war richtig geil. Wird noch besser. Du siehst ja noch nicht mal alles. Die Flammen, du musst mal, wie die Flammen aussehen bei dem Super, das ist so geil. Aber was halt ist, ich muss ehrlich sagen, mein Problem bei so Spielen ist oft, dass ich mir die Attacken nicht merken kann. Du musst sie ja wirklich verinnerlichen. Genau, du musst einfach verinnerlichen, aber das kommt. Wenn du, ich sag jetzt mal nur eine Woche schon spielst, sind die ganzen Sachen, jetzt wird's lustig, wenn du das sind die schwer. Bei den Moves haben sogar Profis ab und zu noch Probleme, die zweimal Viertelkreis nach hinten, das ist sehr nervig. Jo, Rocke, oh Gott, was jetzt ändert sich sogar die Musik, wenn du hier richtig hingehört hast. Bin ich jetzt so, ach, ich habe eben gedacht, ich werde ja, der hat so, das ist ja so quasi, das ist der Dragon Install. Soll in der Story ist so ein Gear, das sind so andere Lebensformen quasi. Ja, das ist, genau, jetzt machst du den nochmal. Der Move ändert sich jetzt. Geh mal ganz hinten, geh mal ganz nach hinten. Oh, ja. Mach dann nochmal den Move. Jetzt mach ihn einfach. Ah, jetzt. Okay, jetzt war das der Move, oder? Nee, mach nochmal Dragon Install. Siehst, jetzt singen sie sogar. Nee, Dragon Install, das ist der zweimal Viertelkreis nach hinten. Dieser Super Saiyajin Mode quasi. Kannst du auch ein bisschen langsam gezielt, konzentrier dich einfach drauf. Genau. Und versuch auch hinten zu halten, lass nicht zu früh los. Dann geht es eventuell auch ein bisschen einfacher. Ja, nee, hast du nach vorne gedrückt sogar. What the fuck? Ja. Aber ich bin doch egal. Du musst sogar in Dragon Install gehen, sonst lässt er dich nicht durch. Ja. Ne, du gehst nicht nach unten. Also guck, dass du immer unten bist auch. Zweimal unten. Ja. Ja gut, es macht nichts. Es ist eine schwere Motion am Anfang. Damit habe ich auch lange gehadert. Probier mal einfach einen Viertelkreis nach hinten, damit du dich wieder dran gewöhnst. Mach dabei Kick, damit du dich wieder ein bisschen dran gewöhnst. Kick. Genau. Und mach den ein paar Mal, bis du dich dran gewöhnst. Bin ich natürlich auf der falschen Seite. Ja, genau. Und wenn du es ein paar Mal hinbekommen hast, versuchst du es einfach zweimal und dann den Heavy Slash. So habe ich mir immer das angeeignet. Dann weiß ich wenigstens, es gibt es richtig ein. Und das Gefühl musst du jetzt einfach zweimal wiederholen. Von dem Move. Na, ich höre schon, dass du da immer eine Motion auslässt. Du hast es ja schon zweimal hinbekommen, also. Schaffen tust du es auf jeden Fall. Oh ja, das denke ich schon. Ist einfach nur Übung. Ja. Wenn nicht, wechsel mal die Seite und machst in die andere Richtung. Das ist ja jetzt erstmal egal. Das ist nur Übungssache. Aber dann Heavy benutzen. Ja, ich will nur gerade reinkommen in der anderen Richtung. Ja. Wenn nicht, kannst du auch mal mit deinem Griff variieren, wie es für dich handlicher ist. Ich habe auch öfters die Position bei dem Stick geändert. Ja. Und jetzt gibst du den Halbkreis nach vorne ein. Ja. Achtung! Bisschen größer. Ja, das war jetzt ein bisschen hart, aber... Das ist völlig in Ordnung, das ist nicht einfach. Also da musst du dich jetzt nicht so... Da gibt es auch noch
genug Spieler, die jahrelang Fighting Games spielen, die das auch nicht immer rausbekommen. Jetzt geht's weiter, das wieder durchlesen, genau. Roman cancel after hitting your opponent. Oh Gott, oh Gott. Da geht's jetzt schon wirklich ins Eingemachte rein ein bisschen. Du hast ja vorhin gelernt, du kannst ja zum Beispiel mit Sprung die Moves abbrechen, ja, dass du nach oben gehst. Kannst jetzt aber auch mit Attacken. Das kannst du sowieso, aber das kommt immer auf den Move an. Damit kannst du es bei jeder Attacke. Du musst 3 Knöpfe gleichzeitig drücken. Ich hab gedacht, es wäre oder. Okay. Genau, das war er aber. Eine Halbkreis nach vorne? Ja. Genau, und jetzt so. Und was da der Vorteil ist, du kannst dann mit anderen Kombos, die sonst nicht gehen, weitermachen. Kombinieren halt. Genau. Danach direkt. Aber dafür musst du unten 50% investieren. Dass du so einen On-Hit machen kannst? Genau, oder? dass du ihn On-Hit canceln kannst. Genau. Das kostet 50%, ist eine sehr wichtige Taktik, was man jetzt eventuell noch nicht so versteht. Aber im Guilty Gear stirbt man, wenn der Gegner es wirklich kann, nach 2 oder 3 Kombos. Ach du Scheiße. Was aber oft bis zu 3 bis 4 dauern kann und den Hit zu bekommen ist nicht so einfach in einem High-Level-Match. So ein Gunflame bringt jetzt was in Xrd neu ist. Ne, kannst du ruhig ein Stück weiter wegstellen. Genau. Der kostet jetzt nur 25%. Und dann kannst du dabei Dann kann aber man da- rumspringen, ne? du Also kannst ich zeig's mal ganz kurz zur Verdeutlichung. Wenn ihr hingeht und das macht, bleibt da stehen, die Animation bleibt, ich kann hier nicht springen oder sowas. Wenn ich das aber mache Genau. und hier cancel, kann ich dabei dann, ja, das war jetzt So, zu spät. das aber- kannst du noch durchlesen, was da der Vorteil ist, was du hier nicht siehst. Dein Gegner ist im Slowdown. Der kann nichts machen, der muss quasi das fressen. Ist das Der dreckig? muss das blocken und der muss quasi das, was du machst, akzeptieren, weil es geht nicht anders. Das ist richtig gemacht. Oh, jetzt hat er weggedrückt. Ja, das ist ja dasselbe, nur in Purple. Nee, ja, ein bisschen anders. Das musst du am Ende machen. Nee, Ah, das okay. darf nicht treffen. Jetzt, genau. Kurz bevor es den Gegner trifft, jetzt zum Beispiel. Nee, das ist jetzt das was anderes. Jetzt musst du resetten, das geht jetzt nicht mehr. So, Was habe ich da gemacht? Die beiden rechten Buttons zusammendrücken, dann resettest du. Ne, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das nennt man Purple Yellow Cancel. Nee, das, warum du gesagt hast, es geht nicht mehr. Was habe ich Das gerade wird noch gemacht? erklärt. Okay, gut. Psych Burst. Das Gold. sind jetzt die Dinge, wo du vorhin gesagt hast, wenn ich meinen Angriff mache, dann kann ich doch einfach springen, wenn der Gegner was machen will. Das sind die Bursts. Dagegen springst du. Okay. Wenn du denkst, der Gegner macht das jetzt, springst du hoch, blockst den Burst und bestrafst ihn dafür. Aber das wird dir auch noch beigebracht, sogar. Wo ist denn die Burst? Ah, da oben ist die Burst Gauge. Genau, Okay. das hörst du sogar. Das sagt der Sprecher Burst Back und dann weißt du, ist wieder da. Alles klar. Und man startet immer mit einem Burst am Anfang. Und es gibt auch nicht mehr als einen. In der Regel machst du die beiden beiden? rechten einfach zusammen. Jetzt kriegst du unten 100%, Okay. wenn du das triffst. Das ist sehr ein High-Risk-Movement. Du gibst quasi auf, den Gegner du gibst quasi auf, dass der Gegner, dass du den Gegner einmal unterbrechen kannst, wenn er dich kombot. Quasi Okay. deine Get Out of Combo for Free Karte ist weg. Dafür kriegst du unten die 100 Meter und kannst damit sau viel Zeug machen. Okay. Manche Charaktere sind mit Meter so gut, dass sie lieber einen Goldburst treffen wollen, was aber natürlich schwerer ist. So, jetzt spring. Nee, noch zu früh. Jetzt wisst das, wenn du gekombot wirst, musst du drücken. Genau. Daher unterbrichst du die Combo vom Gegner. So einfach warten, bis du getroffen wirst. Das war zu früh. Genau. Ja. So Okay. unterbrichst du den Gegner, den er oft zum Beispiel so, wenn du weißt, oh scheiße, jetzt kommt eine Combo, die macht so viel Schaden, jetzt muss ich bursten. Da macht man das in der Regel. Das Problem ist dann aber, dann kann der Gegner sich wieder, ich weiß jetzt, dass mein Gegner bei der Combo bursten will, und dann denkt er sich, jetzt Wo wir wieder bei dem Schachartigen wären. genau, bei dem Schachartigen werden. Genau so ist es. Und das sind Fighting Games. Und man versucht immer den Gegner zu überlisten, in jeder Situation. Das ist wieder was anderes. Da musst du jetzt blocken. Blocken. Blocken.
Genau. Das ist eine andere Option, wofür du dein Meter unten benutzen kannst. So kannst du, wenn der Gegner dich permanent am Blocken hält, und da gibt es einige Chars, die das lange können, kommst du so auch raus. Und natürlich, auch was geht da wieder? Kann der Gegner auch baiten und dir quasi bestrafen. Also das Spiel hat sehr viele Optionen, wo du sehr viel machen kannst, aber der Gegner kann es auch genauso lesen und dich dafür bestrafen. Also alles ist ein Risk und Reward wie im Schach. Ja, Okay. das ist relativ unwichtig. Jetzt musst du einfach Gegner angreifen, bis er oben blinkt. Du siehst ja, guck mal, da blinkt was. Hier. Ja. Und das erhöht sich. Das machst du jetzt so lange, bis es blinkt. Jetzt machst du einfach unten dann. Nee. Was ist D? Ja, klar. Ach so, ich habe gedacht, das Meter muss ganz gefüllt sein. Nee. Wenn es blinkt, reicht schon. Was dann passiert, der Gegner bekommt einen Counter-Hit, obwohl er nichts benutzt. Normalerweise kassiert man nur einen Konter, wenn der Gegner was benutzt. Aber hier, weil er so lange blockt und defensiv ist und nur quasi turtelt, wird er bestraft dafür. Das heißt, Leute, die zu lange defensiv spielen, haben einen Nachteil in Guilty Gear. Das Spiel legt quasi Wert auf Offensive. Krass. Okay. Und was dann auch ist, der Gegner nimmt mehr Schaden und wegen dem Counter-Hit gehen auch Kombos, die sonst nicht gehen. Aber das ist auch wieder Advanced Stuff, die man am Anfang nicht wissen muss. Das ist jetzt natürlich sehr speziell, das musst du dir auch durchlesen. Okay. Wenn es richtig ausgeführt ist. Das ist sozusagen noch ein Minigame fürs Blocken. Aber super wichtig fürs Spiel, das ist super wichtig. Ja, aber ich verstehe nicht ganz, was es mir bringt. Das erklären sie doch noch. Aktuell weißt du ja nur einfach... Reagier einfach da und dann einfach nach hinten gehen. Nicht Ja, es muss ja kurz bevor- davor. Das war zu früh. Du siehst ja, wenn er ausholt, genau, perfektes Timing. Oh, jetzt ist simpel. Ja, normalerweise würdest du das so machen. Jetzt musst du... Das ist so eine Eigenheit von Sim. Der hat, das kann ich kurz erklären, da unten siehst du ja, der hat so einen Fleischbalken. Ja. Wenn Sim seine Special Moves benutzt, verbraucht er den Meter davon. Wenn er nichts isst, er kann nämlich essen im Fight, bekommt er da Hunger und dann kannst du ihn bestrafen dafür. Ja, das Timing, das habe ich noch nicht ganz raus. Das ist eine Advanced Technik, aber die zeigen das trotzdem, einfach damit es existiert. Und jetzt erklären sie dir warum. Instant blocks doesn't leave you wide open the same way normal blocks do. In certain situations even allow you to counter attack. Furthermore, it gives you tension. Okay. Also Ja. ihr könnt Gegenangriffe machen und es füllt die Tension und Aber es kommt immer noch auf den Move an. Es gibt aber zum Beispiel so, ich sag jetzt mal, ich schlag dich permanent. Und wenn du einfach nichts machst permanent, geht es unendlich weiter. Fängst jetzt aber an, das zu benutzen, kannst du in mich selbst reinschlagen. Okay. So funktioniert es in Ach etwa. du Scheiße. Also ich muss sagen, das Tutorial ist super. Ist Ja, gut gemacht, aber okay. es ist für einen Anfänger, Das ist jetzt wieder was anderes. Guilty Gear gilt als mit eins der ich würde jetzt sagen, kompliziertesten Fighting Games, sondern das, was man am meisten lernen kann oder komplex einfach. Ja, Kompliziert okay. ist es nicht, es ist sehr komplex. Man kann es auch sehr basic spielen. Das ist wieder was anderes. Jetzt kannst du dein Meter da unten noch für Blocken benutzen. Jetzt hältst du einfach hinten und 2 Knöpfe gedrückt und guckst mal, Ach was so. passiert. Genau. Vielleicht fällt dir schon was auf, aber ich glaube eher nicht. Das Tension Meter geht ein Stück zurück, geht weg, aber es was füllt sich passiert wieder noch? auf. Ich hab's nicht gesehen. Das ist durch. Der geht ein Stück zurück, das ist oder? Durchs Tutorial, dass es sich wieder auffüllt. Ach so, der wird ein Stück zurückgeworfen, leicht. Genau, Ja. korrekt. Der wird weiter zurückgeworfen. Was passiert dann? Du hast Es ist mehr eine Luft. Range entstanden. Genau, du du hast hast mehr Luft. So sieht's aus. Blitzshield. Das hätten Das sie ist beim was Blitzkrieg anderes. gebraucht, ey. Bei Blitzkrieg, du meinst Akatsuki Blitzkampf. Akatsuki. Das gibt's sogar. Blitzshield, Generation Impress S und HS. Simultaneously, okay. Hast du jetzt gelesen, warum man das machen muss? Nein. Ah, Mann. Nicht Märchen. So, das ist wieder was anderes. Das ist noch eine Option zur Verteidigung. Das nennt man Parieren. Wenn du den Gegner da Ja, perfekt ja. erwischst, hast du eine riesige Zeit, ihn dafür zu bestrafen. Aber das ist auch ein hohes Risiko, weil wenn das verfehlt,
kriegst du böse Schaden. Oh, okay. Also nicht okay. böse Schaden, aber du bist komplett offen. Das heißt, es ist ein Gamble wieder. Es ist wie bei Schach quasi ein bisschen. Du rätst dir. Na gut, es ist nicht wie Schach. Das ist wieder eine andere. Es ist ja eben kein Schach. Es hat viele Elemente wie Schach, aber es hat auch noch andere Dinge eben, weil der Mensch auch reagieren muss und quasi gelesen werden muss. Ich muss mich jetzt rejecten lassen, hopp, komm. Och, komm. Genau, und dann kannst du auch wieder, weil das ist nochmal zusätzlich etwas. Erzähl ruhig weiter, ich probier's in der Zeit. Ja, du musst später drücken. Du musst auf seinen Move reagieren. Ja, das ist einfach auch wieder nächstes Mindgame. Wenn du erfolgreich den Move parierst vom Gegner, also Blitzshieldest, kannst du auch wieder Blitzshield nutzen. Das kann dann hin und her gehen, bis ihr bei aller euer Meter verbraucht habt, quasi. Ich mach's zu spät, zu früh. Viel zu früh, genau. Perfekt. Jetzt kannst du ihn bestellen. Das kann dann auch hin und her gehen, durchgehen. Also da muss man auch dran denken, dass der Gegner jederzeit ein erfolgreiches Blitzschild genauso bestrafen darf. Ah, noch ein Stück zu spät. Ja, genau. Perfekt. Jetzt hat er wieder Hunger. Ja, ein Stück zu früh. Na, komm. Ja, noch ein Stück. Aber war schon fast richtig. Ich finde es toll, wie ich immer zweimal angreife. Ich raff auch nicht warum, aber gut. Wahrscheinlich, weil er Hunger hat. Das macht die KI so fertig. Mach einfach so. Wir resetten mal. So. Oh, jetzt musst du alles immer von vorne machen. Ah, oh. Egal, du lernst es. Perfekt. Schau einfach, wenn der Stab über ihm ist, genau. Sau einfach, eigentlich. So. Beim nächsten musst du ihn einmal schlagen, ja. genau. Jetzt, genau. Perfekt. Hast sogar den richtigen Move benutzt. Der Kick ist der schnellste Move von ihm. Ah ja, ich weiß, wie es geht. Genau. Let's trigger a negative penalty. Repeatedly performing evasive. Ja. Evasive? Evasive. Actions such as backstabs cost penalty to occur, witness its effects by first landing a gold burst and then trigger a negative penalty. Wieder das, was ich vorhin gemeint habe, dass GG Wert drauf legt, dass man offensiv spielt. So, jetzt rennen wir nur weg. Durchgehen. Genau. Was passiert, wenn man nur wegrennt? Das ganze Meter unten ist weg. Da kann ich mir aber denken, dass das viele Leute extrem aufregt, ja? Nö. Kenne ich fast keinen. Da musst du jetzt Buttons märchen einfach. Ganz schnell. Machst du einfach so. Ja. Wie als würdest du so ein Klavier märchen. Genau. You can quickly recover from a staggered state. Okay. Stun and Run Recovery. Nee, das ist was anderes. Eine Stun Grenade, das habe ich ganz vergessen. Nee, noch nichts. Lass dich erst rennen. Jetzt musst du es machen. Und Buttons drücken. Ach so. Beides. Genau. Krass. Das gibt's auch noch in dem Spiel. Wenn die Attacken gleichzeitig treffen, kann auch noch was passieren in dem Spiel. Bin ich mal gespannt. Also das Spiel ist wirklich extrem komplex. Viele denken ja, Fighting Games ist einfach nur Ja, aber nein. das ist halt falsch, leider. Sehr leider. Tekken, Alter. Ja. Wobei ich Tekken sogar mag. Du hast sogar direkt, siehst du, das ist ein Clash. Ah, ein Stück später. Das war ein Stück zu spät. Nein, du bist sogar zu nah dran. Ah, okay. Also du kannst einfach resetten. Die beiden rechten Buttons gleichzeitig und dann bist du auf der richtigen. Oder so geht's auch, genau. Wenn ein Clash passiert, kannst du alles machen in dem Spiel fast.
Ach du Scheiße, ja, das wird jetzt wahrscheinlich nochmal ausgeweitet. Genau, jetzt wird's noch lustiger. Jetzt gibt's Special Clashs noch. Oh Gott. Bei jedem Clash kann das passieren. Nee, noch nicht ganz. Mach Reset, du bist in den Range. So, jetzt einmal, wenn er landet. Okay, nochmal. So. Das ist auch neu in dem Spiel. Jetzt treffe ihn mal mit einer Attacke. Da gibt es einen speziellen Counter, der nennt sich Mortal Counter. Willst du noch einmal treffen? Genau. Alter, wie krass ist denn das Spiel? Das passiert ganz selten, aber sehr viel. Jetzt wird's lustig. Oh Gott. Instant Kill. Erinnerst du dich, was du vorhin aus Versehen gemacht hast? Wo du gesagt hast, jetzt müssen wir resetten? Ja, das ist diese Technik. Okay. Alle 4 Links, genau. Nee, das waren nur 3. Punch, Kick, Ding. Genau, jetzt hast du es aktiviert. Jetzt wieder ausmachen. Das geht so. nämlich auch. So. Wenn das nämlich an ist, kannst du keinen Meter mehr benutzen und verlierst HP. Ja, das Ding geht ja runter. Genau. Ne? Gut, okay. Oh Gott. Aber jetzt gibt es nämlich noch die Instant Kill Attacks. Destroy? Ich würde gern vorher... Das ist die letzte Tutorial. Ja, nee, ich würde gern vorher den Breach trainieren. Das ist er, ne? Nee, das ist Nee, den Swiper. kannst du da nicht trainieren. Den kannst du nur im so. Instant Kill. Das ist dein Instant Kill, der Branding Breach. Ich hab die richtige Taste. Ja, ja. Das ist die richtige Taste. Naja, das musst du schon anlassen. Kannst Der war du doch an. Ah, nee. Kannst ruhig ein Stück wegstehen. Ja, genau. Das ist der Instant Kill. Und der macht genau das. Gegner ist tot, wenn es trifft. Und das ist Anime-Sequenz ohne Ende. Du siehst aber den Cell-Shading 3D-Effekt zwischendrin und Ja. das sieht hammergeil aus. Super. Das sieht richtig geil aus. Kann man das blocken irgendwie? Ich hab eine Trophy, Mann. Ich hab eine Trophy, natürlich, das verdammt. kann man blocken. Das kann man blocken. Das kann man es gibt blocken. nur eine Ausnahme, man kann reinkommen. Aber das ist nicht einfach und macht mir eine Regel nicht. Okay, alles klar. Also das siehst du selten. Das war's Tutorial, Das ne? war das Tutorial vom Spiel. Gut, okay, dann würde ich sagen, dass der Part damit auch beendet ist. Wir zeigen im nächsten Mal, wie der Mick ein bisschen kämpft. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Wir haben 20.000 $W gekriegt als ein Bonus. Ich krieg mehr Geld Und für jetzt- nichts, was ich kaufen kann, weil ich schon alles hab. Jawohl. Weil er alles hat, weil er für alles... Was hast du übrigens bezahlt? Das will ich nicht auf dem Stream sagen. Na gut, das Spiel selbst war... Ah, es war sogar relativ billig. Umgerechnet 50 € PS4 aus dem Japan Store. Also es ist kein Arcade-Titel. Kein Indie-Titel verhältnismäßig. Nee, das ist Nee, auch voll, richtiges das hat auch Spiel. eine richtige Story, das Spiel. Man sieht ja auch, also von Produktionsqualität her, allein schon die Grafik Ja. und so. Und der Soundtrack, der ist schon voll preiswertig. Also ist nicht billig produziert. Und wann kommt es hierzulande raus? Gibt es schon ein Gibt Datum? kein Datum. Gibt kein Datum, Leute, es tut mir leid. Ihr müsst Aber man- entweder den Store hijacken oder... Ja. PlayStation sei Dank, man kann alles importieren und sogar einfach online im Store kaufen. Also das sollte keine Hürde sein. Videogamesplus.ca ist übrigens eine sehr gute Seite. Aus Kanada kommt das Zeug, die schreiben dann immer drauf, ja, hier ist eine DVD drin für $5. Zoll sagt alles klar und dann geht's ab. Okay, dann danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal machen wir weiter. Ciao! Tschüss.